Lasst uns froh und munter sein und uns in den Herrn erfreuen. Lustig, lustig, tralalala, bald ist Nikolausabend da, bald ist Nikolausabend da. Nicolina, wie es am Krampustag gekommen ist, Sakrati, das war eine adrette junge Frau, freilich ist mir gewesen, dass ich mit dem Bartweißeln schon angefangen gehabt habe und durch das noch wieder rausgeschaut habe. Sie hat schon Trabig gehabt. Bis bald fertig, hat sie gesagt. Ja, die linke Seite ist noch nicht ganz, sage ich, und vielleicht kannst mir du bei den Schiebe da bei Nordwaschland da ein wenig pinseln helfen, da sehe ich nicht so gut hin. Da hat sie ein wenig an mir dumbämselt und ich habe innerlich geschnurrt vor Wohlbehagen wie ein Koder beim Streimen. So, fertig, hat sie gesagt und hat mir den Taum aufgesetzt und den Stecker in die Hand gedruckt und ich habe mich noch in den Spiegel geschaut. Mein Lieber, ich bin wirklich ein fescher und imposanter Nikolaus. Freie Ehrfurcht habe ich gekriegt vor mir selber. Nicolina war auch pfrimm und wir haben gleich einmal runter zu ihrem Auto, weil es ist schon Zeit gewesen für den ersten Termin. Beim Einsteigen hat es mir schon helfen müssen. Nicolina, einen Samen von Gewandel hat es mir hochhalten müssen, von den weißen Nachtheimer den langen und den langen Mantel, den rotgoldenen, dass nicht an den dreckigen Schneegatsch eintungen. Auf das ist ein Hagel, der Gotthard, hat's gesagt, weil die Sachen haben ausborgt vom Kostümverleih und die Reinigung kostet einen Haufen Geld. In Stecker hat's hinten eingetan, Nicolina und Taum auch. Los geht's, hat's gesagt und hat Gas gegeben, dass mich gerade so in den Polster reingedrückt hat. Mein Lieber, das ist ein Resche, denke ich mir. Lass mich da beim Autofahren in Ruhe, spinnst du? Du geliest du. Ich hab Sommerreifen, weißt du, wie langsam ich fahren muss? Ja, ich sag's dir auch. Ich bin voll im Travis. Ja, und das mein Vater wir weiß, sind da, wir müssen da rechts um. Wir haben uns nicht daran einmal verfahren und haben hübsch pünktlich angekommen bei den ersten Haus, ein Einfamilienhaus mit Garten im 16. Bezirk in Liebhardstal. Aus den Fenstern hat man schon Kerzenauer leuchten gesehen, obwohl es zwar noch Mittag gewesen ist. Ja, da haben wir schon richtig, sage ich. Am Gartentierl ist ein Zettel gesteckt: Lieber Nikolaus, Sackerl und Zündenzettel sind in der Gartenlaube, bitte dann laut an der Haustür pumpern. Der Weg war fein säuberlich freigeschaufelt und wir haben den Jutesack mit den Geschenkesackerl gleich gefunden. Dann haben wir zu der Haustür. Die ist aus Orchenholz gewesen, mit so einer schönen Täfelung mit lauter Karo. Gut, sag ich, gib mir's Birche. Also, die Kinder heißen Ernst und Sabine, sagt sie. Und haben 3 Jahre alt und 5, sag ich. Du hast den Zettel vom vorigen Jahr, sagt sie. Ah ja, sag ich, 4 und 6 haben's. Ich habe die richtigen Zettel in Birche auf die ersten Seiten reingetan und dann haben wir angeklopft. Würdig, hat Nicolina nur mal geflüstert. Jetzt habe ich da ein wenig Lampenfieber gekriegt und wache Knie. Ich gehe voran, sie hinter meiner mit den Sacke. Zuerst war ein kleiner Vorraum, die Tür weiter rein ins Wohnzimmer war schon oft. Ich habe trotzdem nur einmal angeklopft und bin gleich eintreten. Beim Tierstock bin ich ein wenig mit der Haum hängen geblieben und um ein Haar hätte ich es verloren, wenn nicht Nicolina geistesgegenwärtig hinten nachgetaucht hätte. Grüß euch Gott, liebe Kinder, habe ich gesagt, leutselig und doch würdig. Nicolina packt mich mit alle 2 Händen bei der Hüften und trat mich um 90 Grad nach rechts um mich. Das war's Blumenbangerl, hat sie gesagt. Ja, wenn ich so schlecht sehe, wenn mit die angelaufenen Brühen, sag ich. Ja, tu weiter, sagt's, tu weiter. Und gib mir einen Stesser. Grüß Gott, liebe Kinder, fange ich nur mal an, diesmal anscheinend in die richtige Richtung, weil ich höre die Erwachsenen. Wie sagt man? Grüß Gott, lieber Nikolaus, höre ich Kinderstimme. Grüß Gott, auch liebe Eltern, grüß Großeltern und Nachbarn, sage ich.
Grüß Gott, antwortet es mir im Chor. Ein kleines Kind fängt an rehren an. Schön langsam sehe ich wieder Reps durch die Augengläser. Der kleine Ernstl ist der Rehrer. Er drängt sich gerade in seiner Mama, ihr Kiedel fällt rein und umklammert's verzweifelt. Mama, Mama, schreit er. Jetzt kann ich sagen, wie man als pädagogisch versierter moderner Nikolaus auf sowas souverän reagiert, denken wir. Aber Ernstl, sag ich und nähert mich heimlich. Wer wird denn gleich weinen? Der Onkel Nicolo tut dir doch nichts. Und dabei streime ich ihm vorsichtig von hinten über sein Käpferl. Er zuckt, dreht den Kopf und schaut mich an, als wäre ich der Leibhaftige und kriegt vor Panik einen blutroten Kopf, das Dummel, und blärt, was geht. Ich schaue ein wenig verunsichert zur Nicolina. Sie teilt mir, ich soll mich zurückziehen. Programm weiter, flüstert's mir, mach einfach weiter. Ich sag mein Gedichterlauf in Knecht Ruprecht. Ob ich alles an der richtigen Reihenfolge erwischt hab, weiß ich nicht. Aber es hätte keiner gehört, wenn ein Klein sein pläret. Dann singen wir Sabine und die Erwachsenen und Thomas und der Opa alle 5 Strophen, lasst uns froh und munter sein vor. Da hat mir in Klein sein Trendzeit nicht mehr rausgehört und wie es fertig waren, hat er sich schon beruhigt gehabt und nicht nur hier und da nachgeschluchert. Nachher darf die Alderne meinen Stecker halten und ich schlag's goldene Birche auf. Und jetzt schauen wir einmal nach, was ich über die Sabine aufgeschrieben habe in meinem Buch, sage ich feierlich. Ich bladel ein paar Mal um. Da haben wir's schon. Schriftsprache, flüstert Nicolina von hinten. Okay, sage ich, da haben wir es schon. Also Sabine, du bist ein sehr liebes Kind und deine Eltern haben viel Freude mit dir. Der Mama hilfst du, indem du den Mist rausträgst und manchmal sogar schon allein einkaufen gehst. Außerdem hast du sogar eigene, verdammt, das Wort kann ich nicht lesen. Kekse, zischt mir Nicolina von hinten so. Eigene Kekse gebacken, sage ich. Stimmt das, liebe Sabine? Wieso fragst du? Du hast es doch selbst aufgeschrieben, sagt's Dirndl. Stimmt, sag ich. Aber das ist schon so lange her. Manchmal weiß ich dann nicht mehr alles, was ich aufgeschrieben habe. Stimmt nicht, sagt Sabine. Die Kekse habe ich erst gestern gebacken. Ah ja, sag ich, hast recht. Ich bin halt schon ein bisschen zerstreut, sag ich. Hast du Alzheimer wie der Opa, fragt Sabine. Die Erwachsenen lachen und sogar Nicolina muss zuerst ihr Schmunzeln kämpfen, bevor sie mir einen strengen Blick zuwirft. Dann zeigt sie demonstrativ auf ihr Handgelenk. Ich verplaudert mich, heißt es. Schau, dass du zu einem Ende kommst. So, sag ich, mach mal weiter. Schriftsprache. Liebe Sabine, sag ich, das Kinderzimmer aufräumen freut dich oft gar nicht. Das, liebe Sabine, könntest du noch ändern. Und noch was, beim Bettgehen nicht so lang trödeln. Sabine nickt ernst. Aber alles in allem warst du ein sehr braves Mädchen und deshalb habe ich dir auch was Gutes mitgebracht. Nicolina holt mir schon den Jutesack her und ich nimm ein Kerberl außer mit Schleckereien und ein Karterl, auf den Sabine steht. Ich buck mich obi und gib's der Sabine. Wie sagt man, sagt ihr Mama? Man hört nix außer Rascheln. Na, wie sagt man denn? Wiederholt ihre Mama. Danke, sagt Sabine undeutlich. Sie hat mir nämlich grad temperamentvoll in den Kopf abbissen. Ich meine natürlich nicht mir persönlich, sondern